Grüß zurück zu Fallout 3. Nachdem wir uns in Raven Rock mit der Enklave auseinandergesetzt haben, sind wir nun hier in Megaton, in unserem Heimchen, und unseren Charakter habe ich gleich mal ein bisschen hergekriegt. Wir haben jetzt ein Gespräch zu führen. Wir sollen ja beim ältesten Lions vorstellig werden, und ich habe mir zuerst 15 Mal speichern, weil ich nicht gewusst habe, ob die Bewohner von Megaton ihn als Begleiter akzeptieren. Das haben wir jetzt anders machen. Schau her. Und zwar werden wir jetzt da auch speichern. Warte mal kurz. Genau. Da werden wir jetzt auch speichern. Wir reisen nun mit ihm in die Zitadelle, weil ich nicht weiß, ob die Bruderschaft ihn akzeptiert. Das ist halt immer, ich bin mir jetzt nicht sicher, wir werden es einfach probieren. Da werden wir nicht lang reden, da werden wir einfach machen. Die Zitadelle, genau. Achso, von da kann ich nicht weiter. Ja, genau, schön. Hast du gehört? Schön. Wir danken Ihnen für alles, was Sie für uns und für das Ödland getan haben. Schon wieder? Wir haben zusammengelegt, damit wir uns gebührend bei Ihnen bedanken können. Jeder hat dafür so viel abgegeben, wie er konnte. Bitte nehmen Sie es als Zeichen unserer Dankbarkeit an. Dankeschön. Das ist doch das Mindeste, was ich im Gegenzug für Sie tun kann. Aha. Und eines schönen Tages erhalte ich eine Kugel in den Rücken. Ach, ist das schön. Die Zitadelle. Bitteschön. Wir werden jetzt mal die Hauptgeschichte weiter verfolgen. Und was wir dann machen, weiß ich noch nicht. Keine Ahnung. Wir werden hier mal speichern. Na komm. Okay, scheint keine Probleme zu geben mit Fox. Die coole Socke. Der Hof der Zitadelle. Na bitteschön. Kurz einen Blick, jetzt muss ich da schnell. Seien Sie gegrüßt. Ja, begrüße Meister. Da müssen wir irgendwo entlang. Gibt es einen Gott? Interessiert er sich für uns? Oder sind wir ihm furzegal? Ich war skeptisch, aber das war bevor der Engel aus Vault 101. Die Meisterin des Abenteuers höchstpersönlich, das tapfere und nimmermüde Mädel aus Vault 101 hat sich Manchmal fühlt es sich so an, als würde mich mein Instinkt in die Ferne ziehen. Dokumente des Landes aus den Ruinen ausgegraben. Ah ja. Die Unabhängigkeit Nix kannst du anhuchen. Sie müssen immer blabbern. Blablabla. So, und jetzt wecken wir einen alten Datakreis aus dem Bett auf. Und ich war natürlich einkaufen in der Zwischenzeit. Ich habe uns... Ich meine ja nur, je länger wir hier rumsitzen, desto mehr Zeit haben Sie, Ihre Verteidigung zu stärken. Wir sollten Sie so bald wie möglich angreifen. Wir haben kaum genug Leute, um die Zitadelle zu verteidigen. Wir haben das schon öfters besprochen, Sarah. Also warten wir einfach so lange, bis wir die Nächsten auf der Liste sind? Wenn die Pride jetzt reingeht, haben wir vielleicht eine Chance. Und wenn es schief geht, was dann? Das Risiko ist das Ergebnis nicht wert. Ich sehe das auch so. Ohne das GEEK ist der Aufbereiter für die Enklave ohnehin wertlos. Möglicherweise geben sie schon bald auf. Das gefällt mir nicht. Es muss dir nicht gefallen, Sarah. Du musst nur die Befehle befolgen. Ja, Vater. Sie sind also wieder zurück. Wir hatten schon befürchtet, Sie und das GEEK-Modul wären verloren. Hatten sie Erfolg? Nun könnte man so sagen, ich habe das GGK, keine Zeit, wir müssen sofort los, oder das Projekt Purity ist verloren. Glauben Sie etwa, das weiß ich nicht? Wir haben die Verstärkung der Truppen um die Einrichtung in der letzten Woche beobachtet. Hat sich irgendetwas Neues getan? Die Enklave hat sich das GEGK genommen, es wird gerade installiert. Dann müssen wir uns sofort auf den Weg machen. Falls Sie noch andere Informationen haben, dann raus damit, bevor wir uns mobilisieren. Jegliche Hilfe Ihrerseits kann Leben retten. Eden wollte, dass ich das Projekt mit einer Art Virus sabotiere. Die Enklave ist zerrüttet, sie sind nicht so einig, wie sie tun. Der Enklave fehlt der Aktivierungscode, sie können den Aufbereiter nicht starten. Alter, das kann ja alles nehmen im Prinzip. Wo fangen wir denn an?
Aha. Und wo ist der Virus jetzt? Ich habe es bei mir. Nehmen Sie es, oder man das? Ja. Ich glaube, den haben wir sogar genommen. Danke, ich werde dafür sorgen, dass das Virus ordnungsgemäß entsorgt wird. Sobald die Gelehrten Zeit hatten, es zu analysieren. Vielleicht haben wir die Enklave unterschätzt. Sarah hat vielleicht recht. Ein Angriff mag jetzt unumgänglich sein. Wenn die Enklave das GEEK hat, werden sie den Aufbereiter ohne größere Probleme starten können. Den Code knacken sie sicher irgendwann. Ich fürchte, wir haben keine Wahl. Wir müssen jetzt handeln, solange wir noch können. Die Pride geht rein. Wir können das schaffen. Wir können gewinnen. Nun gut, Sarah. Die Pride greift an. Aber ich möchte euch etwas zusätzliche Feuerkraft mitgeben. Rothschild, ist alles bereit? Was? Das geht nicht. Ich meine, Lee und ich haben die Energieprobleme gelöst. Aber wir haben eben erst die Diagnosetests abgeschlossen. Und? Es sind noch keine Feldtests, geschweige denn Kampfeinsätze möglich. Das Waffensystem ist unkalibriert, das Navigationserkennungssystem offline und so weiter. Rothschild genug! Können Sie ihn zum Laufen bringen? Ehrlich gesagt, ich weiß es nicht. Ich glaube, wir kommen schon zurecht. Und wenn nicht, dann spielt es auf die lange Sicht ohnehin keine Rolle. Also gut, Sarah. Du nimmst die Pride und den Roboter zur Unterstützung. Nimm unseren Besuch hier mit und sichere den Aufbereiter. Ja, Sir. Bevor wir beginnen, möchte ich, dass Sie wissen, dass mein Vater und ich uns unterhalten haben. Die Pride und ich haben entschieden, dass Sie nach allem, was Sie überlebt und erreicht haben, Ehrenmitglied der Lions Pride sein dürfen. Also Glückwunsch. Die Mitgliedschaft bietet ein paar Privilegien, darunter unsere Powerrüstung. Wollen Sie die komplett oder die Aufklärungsrüstung? Ich bin überfordert. Weißt du was? Was nehmen wir denn? Powerrüstung. Sicher doch. Hoffentlich verleiht sie Ihnen einen zusätzlichen Vorteil. Okay. Glauben Sie, dass Sie das durchhalten können? Natürlich erst, Baby. Ich weiß nicht, Sarah. So recht will mir die Sache nicht gefallen. Das hoffe ich. Natürlich erst. Das höre ich gern, Soldat. Haben Sie alles gepackt? So schnell kommen wir nämlich nicht mehr hierher zurück. Ich bin bereit, Baby. Egal, ob du willst oder auch nicht. Okay, seien Sie unbesorgt. Sie haben die ganze Pride im Rücken und außerdem diese riesen Blechdose. Bleiben Sie in Sicherheit, bis wir den Aufbereiter erreicht haben. Tot bringen Sie uns nicht viel. Und lassen Sie sich von dem Ding da nicht niedertrampeln. Sarah, Okay, du gehen wir geile alles noch einmal Nudel. durch. Die Pride steht hinter mir. Unser Ziel ist das Projekt Purity. Aber solange diese Energiefelder aktiv sind, kommen wir in die Anlage nicht hinein. Rothschild und Lee meinen, dieser Roboter müsste die Energiefelder durchbrechen können. Wir geben also Feuerschutz. Wir bleiben dem Baby auf der Pelle, halten den Gegner von ihm fern und sorgen dafür, dass es sein Ziel erreicht. Nachdem die Energiefelder ausgeschaltet sind, gehen wir direkt in die Anlage. Mit dem Roboter halten wir sie auf Trab, während wir reingehen und den Kontrollraum sichern. Wir müssen schnell handeln, bevor unsere Chance vorbei ist, sie zu überraschen. Holt alles noch notwendige Material. Wir treffen uns im Außenhof. Wenn wir damit fertig sind, gebe ich allen ein schönes, kaltes Glas Wasser aus. Aber jetzt los! Okay, Rothschild, werfen Sie ihn an. Pride, vorrücken! Liberty Pride. Alle Systeme verfügbar. Waffen aktiv. Mission: Zerstörung sämtlicher chinesischer Kommunisten. Geil. Ja, ich spüre halt schon was Besonderes. Ich spüre halt schon was wirklich Besonderes. Da haben wir 3 Punkte. Energiewaffen. Reparieren, Nahkampf, Medizin belassen wir. Haben wir nicht große Waffen? Ja. Buh, spiel die nicht so deppert erst. Weiter. Waffenfreak. Kleine Waffen, warte mal kurz. Finesse. Nerdwood. Na.
Heckenschützer, Kannibale, Robotikexperte, Schnellen, 20%. Adamantium-Skelett. Das könnte man eigentlich brauchen. Auftragskiller. Wenn sie besitzen, befindet sich Figur ein Ohr. Okay, Gesetzesbringer, das brauchen wir nicht. Leichter Schritt. Wenn Sie das extra Entdecker wählen, wird auf Ihrer Karte jeder Ort der Welt sichtbar. Das Sprint des Sensenmanns, na? Das hört sich aber irrsinnig geil an. Weißt du was? Vielleicht haben wir das beim nächsten Dings dabei. Beim nächsten Level Up. Ich möchte intensives Training. Nahkampfwaffen und Sprengstoff. Im Kampf fügen sie 10% mehr Schaden zu an männlichen Idioten. Idioten. Scheißen. Mit jedem erhalten wir einen weiteren. Okay, Windhund. Wir fügen sie mit ihren Waffen 5% mehr Schaden zu. Na, warum nicht? Bring ihn zurück. Oh. Okay. Ich glaube, dass du... Ich bin mir jetzt nicht sicher. Gespielt habe ich so auf der 360 einmal. Aber ich bin mir nicht sicher, ob du die Punkte nicht da auf der Xbox abwärtskompatibel nicht auch kriegst. Das weiß ich nicht. Gut. Jetzt war schon Jahrzehnte her. Liberty Prime auf seinem Weg zum Aufbereiter verfolgen. Wir benötigen... Weißt du was? Wir werden uns einfach irgendeine Waffen schnappen. Für irgendeinen Gegner, der uns eine Waffe droppt. Also, ja, ich glaube, das belassen wir so. 48. Ich war nämlich so blöd oder so gescheit und habe uns gleich wieder Stimpaks gekauft. Okay, Mission abbrechen, Fox ist im Weg. Der Supermutant ist schuld, dass der Krieg verloren wurde. Los geht's! Falls ich jetzt einmal nichts sage, und das wäre jetzt auch nicht, ich werde euch das volle Power aufdrehen und dürft das ein bisschen genießen. So, bis später. Ist der Inbegriff eines Fehlschlags. Demokratie ist nicht verhandelbar. Zu den Waffen!
Titanlegierung mit Photonenresonanzabsperrung. Missionsbehinderungspotenzial 0%. Das besonnene Herz muss immer auf Taktikbewertung. Chinesischer Sieg. Unmöglich. Noch einer für die Bruderschaft. Brüder, zu den Waffen! Ich wurde getroffen! Das Üben wird vergessen, das ist nicht Amerika wird vor den Kommunisten keinen Zentimeter weichen. Projekt Purity gehört so gut wie uns. Die Demokratie. Der chinesische Invasor wird angegriffen. Hier fällt der letzte Dominostein. Der Kommunismus ist ein Schlagloch auf dem Weg in die Freiheit. Hindernis, kommunistisches Ziel im Blickfeld. Gegenüber dem Kommunismus ist der Turm. Gegenüber dem Kommunismus ist der Tod eine Willkommenheit. Noch einer für die Bruderschaft. Gegenüber dem Kommunismus ist der Tod eine willkommene Alternative. Ernstzunehmendes Hindernis ermittelt. Zusammensetzung: Titanlegierung mit verbesserter Photonenresonanzabsperrung. Etablierte Taktik: unzureichend.
Revidierte Taktik. Photonenresonanzüberlagerung wird initialisiert. Immens geil. Demokratie ist Wahrheit. Kommunismus ist tot. Wollten Sie etwas sagen? Ja, da. Aber gerne doch. Und zwar, er muss mir das abnehmen. In Hochleistungsofen. Das muss er dabei einstecken. Das halten wir uns, da haben wir eh genug dabei. Das nimmt, das soll er mitnehmen, das soll er mitnehmen. Und das soll er dabei mitnehmen. Na. Los! Und ich werde folgen. Sehr gut, Kumpel. Eine geile Sau der. So da. Wenn ich mich... Das Spiel ist Was? aus. Sicher nicht mit mir, Alter. Oh. Loot. Ich sehe hier Loot. Ach du Scheiße, wie sehr habe ich das vermisst. Na, ich will den durchsuchen. Der hat sicher irgendwas dabei, was ich brauchen kann. Stimpack, geil. Schrotpatronen, geil. Das war zu einfach. Wow. Okay. Ja, unser Bur mag's auf die Horte, weißt du. Energiezelle, Laserpistole nehmen wir mit. Das können wir dann später alles noch fürs Reparieren benutzen. Ja, ist eine geile Sau. Vorsitzende Cheng beim Scheitern. Lasergewehr, Mikro, Dingsbums, Offizier, Plasmapistole. Na erst, wenn wir uns bei der Enklave schon bedienen können, dann werden wir halt einfach einmal den Flodder auslassen. Braver Junge. So, hinein mit uns. Vorsichtig. So, ich heile mich schnell. Na gut, dass ich so viele Stimpaks mitgenommen habe. Oh Gott. Feuer jetzt auf dieses Ziel! Ja, was für eins? Ich hab da zig Ziele, du Saug. Aber schön, dass unser Charakter halt nichts trifft. Ich muss da offen und ehrlich gesagt gestehen, der Fox ist nützlicher im Kampf wie jeder einzelne NPC in Fallout 4.
Er ging voll in die Urmel. Bitteschön, Meister. Erst. Probieren wir was anderes. Wir haben jetzt mittlerweile schon... bist du deppert? Und das mitten im Kampf, Alter. Hast du dich vorbereitet? Na, warum? Plasmagewehr. Probieren wir da ist einmal. Na, was schaust du? Wow. Guter Mann, guter Supermutant, muss ich sagen. Mal alles mit. Man weiß ja nie für was. Wir müssen jetzt da anfangen. Schon wieder da. Oh Gott. Kann nicht sagen, dass ich überrascht bin. Sie und Ihresgleichen scheinen wild entschlossen, alles zu zerstören, was unsere Regierung erreicht hat. Es gibt nichts, was mich diesmal davon abhält, Sie zu töten. Machen wir dem Ganzen endlich ein Ende. Ich will ganz sicher keinen Kampf, geben Sie auf. Es wird mir Spaß machen, Sie zu töten. Da haben Sie sich leider etwas übernommen. Sie haben diesen Weg selbst gewählt. Bestellen Sie Ihrem Vater schöne Grüße von mir. Feuer und Manöver! Ja! Noch mehr Ladung! Diesen Schuss... Sag einmal... Diesen Schuss werden wir selbst abgeben. Der Minigun. Doch. Gatling Laser! Den Hui! Der ist geil! Ah, wo ist der jetzt? Das wäre dann wohl erledigt. Mittlerweile sollte die Pride jeglichem Widerstand da draußen ein Ende gesetzt haben. Dann wollen wir diesen Raum mal sichern. Ja, ich suche den Gatling Laser. Wo ist der? Hey, du geile Sau, wo ist der Gatling Laser? Na super. Haha! Schurkenpark. Warte mal. Was brauchen wir denn dafür jetzt da? In der größten Hektik und dem größten Stress suchte er eine Waffe. Aber wo ist sie? Ah. Haha! Einiges davon sieht wie zufällig entstandener Schaden aus. Anderes hingegen weist auf Sabotage hin. Es baut sich Druck in den Speichertanks auf. Der Druck muss sofort abgelassen werden, sonst könnte die ganze Anlage explodieren. Um den Druck abzulassen, muss der Aufbereiter eingeschaltet werden. Verstanden? Er muss sofort eingeschaltet werden. Wenn ich die Messdaten richtig lese, dann fürchte ich, dass im Inneren der Kammer ein tödlich hohes Strahlungsaufkommen herrscht. Es tut mir leid. Ich wollte, es gäbe einen anderen Weg. Aber wir haben keine Zeit. Wenn wir nicht sofort handeln, wird der Schaden katastrophal sein. Nun, so viel zum Feiern. Einer von uns wird dort reingehen und das verdammte Ding einschalten müssen. Und wer immer es tut, wird nicht wieder rauskommen. Nicht gerade, wie ich mir mein Ende vorgestellt habe. Wissen Sie? Also, was wollen wir tun? Streichhölzer ziehen? Ich mach's. Ich starte schon mal den Aufbereiter. Fox kann den Aufbereiter einschalten. Wenn Sie das so erledigen wollen, dann soll es mir recht sein. Aber beeilen Sie sich damit. Das ist eine schreckliche Situation. Was sollen wir nur tun? Fox, der Aufbereiter muss eingeschaltet werden. Der Code ist 216. Na, logisch. Dank meiner Strahlungsimmunität habe ich weit bessere Chancen, da drin zu überleben. Offensichtlich liegt Ihre Zukunft in dieser Kammer. Aber da Sie mir meine Zukunft geschenkt haben, werde ich Ihnen ebenfalls einen Gefallen tun. Aktivieren Sie die Luftschleuse, dann setzen wir dem Spuk ein Ende.
Einen Komplettdurchlauf der Luftschleuse durchführen. Komm schon, mein Schatz, drück die Knöpfe. Mama mia, da muss... Wenn noch jemand da ist, der Aufbereiter muss sofort aktiviert werden. Es bleibt nicht mehr viel Zeit. Das ist ein schlechter Scherz, oder? Und so geschah es, dass der einsam umherziehende Walt 101 verließ, auf der Suche nach dem Schicksal eines Vaters, der einst die Zukunft der Menschheit, der seines einzigen Kindes geopfert hatte. Das Ödland der Hauptstadt erwies sich als grausamer, unwirtlicher Ort. Doch der einsam Umherziehende erwehrte sich der Laster, denen so viele andere verfallen waren. Die Werte, die der Vater seinem Kind mitgegeben hatte, Selbstlosigkeit, Barmherzigkeit, Ehre, führten diese noble Seele durch unzählige Prüfungen und Triumphe. Es sollte bis zum Ende dieses langen Weges dauern, bis der einsam Umherziehende sich der größten aller Tugenden stellen musste, der Aufopferung. Doch das Kind weigerte sich, dem selbstlosen Beispiel seines Vaters zu folgen und ließ stattdessen ein wahrer Held in die verstrahlte Kammer von Projekt Purity treten. Zum Glück weigerte sich der einsam Umherziehende, dem finsteren Präsidenten als Instrument der Vernichtung zu dienen. Die Menschheit hatte sich trotz all ihrer Fehler ihres Weiterbestandes würdig erwiesen. Endlich flossen die Wasser des Lebens wieder, frei und rein, für jeden und für alle. Das Ödland der Hauptstadt war endlich gerettet. Und so endet die Geschichte des einsam Umherziehenden, der durch das Tor von Walt 101 in die Annalen der Legenden geschritten war. Doch die Geschichte der Menschheit wird niemals abgeschlossen sein. Denn der Kampf ums Überleben ist ein Krieg ohne Ende. Und Krieg bleibt immer gleich.